Guten Morgen vun Straßburg aus dem Europaparlament. Guten Morgen, Herr Goerens. Guten Morgen. Das September, das heißt, das nicht nur die schulische Rentrée ist, sondern auch die politische Rentrée. Das gilt auch für das Europaparlament. Am September wird immer the State of the Union präsentiert von der Ursula von der Leyen. Das ist ein alljährlichen Exerzice, den von extrem großer Wichtigkeit ist, weil heute Deputierte eben dadurch von der Kommission bewerten können. Dafür, Herr Goerens, bin ich echt froh. Wie bewertet ihr dadurch von der Kommission bislang? Madame von der Leyen huet Moien eng Lektür geméet, die an der Reihe fannen. Se huet die wichtig Sujet gestreift, so ass net der Versuchung Verfall fir Routineméis hun Exerzice runzugo, well dat ass alles wie keng Routin. Mir sinn op et Wëllen der net méi an eng Krich impliéiert, wie man dat am Ufang vum Joer gemengt hatten. Der Europäesch Union huet, dat huet sich auch ganz klar betont an ihre Intervention, ganz vieles geméet fir als zu festigen und dann auch eine Reaktion dem Aggressor entgegenzustellen, das fand ich eine Großleistung, besonders an einem Domain, wo wir mit der Einstimmigkeit dazu müssen dezidieren. Nun wissen wir aber auch, wenn die Kommission oder die Memberstaaten bereit sind, zusammenzustehen an der akuten Phase von einer Gefahr, dann will das nicht heißen, dass das auch der Fall ist, wann die Gefahr schenkt, Männer groß zu sein oder rückwärts zu sein. Also das, was wir lo müssen machen, das hat sich auch Durchblicke gelost, aber da müssen wir als Parlament, Memberstaaten, schiedfrieden, die irgendeine Responsabilität hat, auch den Bürger, der noch nicht direkt ein politisches Mandat hat, wir müssen wissen, es geht hier um die Eisfreiheit, es geht um die Freiheit von den Leuten an der Ukraine, es geht um die Aufrechterhaltung von einer Weltordnung. Wir wissen, dass eine Klimaordnung eine Gefahr ist. Hier muss jeder wissen, was frequent das die Welt. Und ich meine, wir werden an den Guten, ohne da überheblich zu gehen. Und die Welt ist am Gang, sich an Schwarz, Weiß abzudelen. Und die Europäische Union kann nur nicht mehr ihre Rolle spielen, für sich einen Abschluss zu gewinnen auf Situationen, die am Gang ist, sich überall zu degradieren, wenn sie zusammen steht. Und es steht ganz einfach zu dem, was sich vorgehalten hat. Die Europäische Union soll einen großen Einfluss auf der internationalen Bühne haben. Mit welchen Prioritäten kann die Europäische Kommission das dann bis zum Ende der Legislaturperiode durchbringen? Was sind die Prioritäten, die ich noch von der Europäischen Kommission erwarte? Bei der Europäischen Kommission ihre Rolle als politischen und als legislativen. Sie hat aufgrund von den Kompetenzen, die am Traité angeschrieben sind, die Möglichkeit für Vorschläge zu machen. Sie möchte das am Energiesektor. Alles, was im Moment eine normale Versorgung von der Stadt für die nächste Wand am Weg steht, das muss gemäht gehen. Die Kommission ist sich auch bewusst, dass der Mittelstand unwahrscheinlich leid. Das ist Gift für eine Demokratie, weil wenn der Mittelstand anfängt zu wackeln, da bleibt das ganz zählen ohne Konsequenzen für den Erhalt und Kohäsion von der Societät. Da muss der Karimo an der Marché angreifen. Das gefällt keinem schon, nur nicht einem Liberalen. Den ich aber noch immer sehen, wir sind hier an einer Situation, wo wir müssen alles, was wir von fest verankerten Überzeugungen hatten, zum Teil vorstellen, Einzelsachen über Bord gehen, wenn ein Angriff an den Markt hilft, als allerhöchste Valeuren zu verteidigen, wenn das hilft, so zu feststellen, dass man respektiert gehen am Rest der Welt, dann ist das den Ersatz wert. Aber wenn Situationen normal sind, dann können wir auf die Funktionsregeln zurückkommen, mit enger Maßgabe, und da müssen wir die Memberstaaten alle gut mit an Bord kriegen, dass das als Decisionsmechanismen viel zu viel los sind. Wir sind bei den Sanktionen, die müssen einstimmig dezidiert gehen. Aber wenn wir einen haben, den ersten Reihe tanzt, in l'occurrence den Herr Orban, dann muss man dem irgendetwas merken, was das aber leid tut. Aber wenn wir Sanktionen wollen haben, auch wenn sie nicht perfekt sind, dann müssen wir gucken, dass wir einen Kompromiss finden. Der geht heinz auf die Käste von der Glaubwürdigkeit. Das kenne ich ganz gut so. Wir haben am Anfang den schwersten Part gewählt an der Welt, in der wir heute leben. Wir wären stark, wir wären effizient, wir wären demokratisch, wir wollen keinen Abort lassen. Wir müssen also gucken, dass die Bürger mit angespannt wird. Das heißt, wir haben Arbeit daran nicht weit über das Legislaturperiode raus. Das ist keine Periode de Repos, das ist eine Periode von großer Umstellung. Das ist die größte Umstellung, die nur im Zweiten Weltkrieg kennt. Die ist auch normal, weil das nicht mehr an dem anderen spielt wie als Weltordnung, als Rechtsordnung, der Rechtsstaat.
Kohäsion vun enger Europäischer Union, die an enger Welt déi vu Regierung dominiert gëtt die éischter Errichtung Autoritarismus ginn. Wie echt geschenkt. Das ist ein ganz speziell Plenarsitzungswoch, weil Äre rapport iwwer d'Europäesch Parteifinanzierung gëtt debatteiert a votéiert 300 Mal am Plenarsaal. Dommer da ginn knapp 2 Joer intensiv abecht op nennen. Du west mechet menggen Schwerdenker kurz op de rapport ze kucken, könnt ihr senke die Gros Linnen vum rapport präsentéieren. Wat genau ändert? Aber das wie man bei Null gegen Ufrenken ha als rapport den er seg Ofänderung von einem Text, den wir schon 2014 hatten, dürfen wir das auch Fond genannt oder Recast am Englischen. Das heißt, wir können just die Paragraphen ändern, die Kommission zur Änderung freigeben hat. Ich mache den Rapport nicht länger, ich mache den zusammen mit dem deutschen Kollegen Wieland aus Baden-Württemberg von der CDU in als Group PPE. Wir haben das so gemacht, weil wir wollten noch ODP schon direkt 2 starke Fraktionen an ohne so, ich hätte noch keinen mit einem Sozialist machen oder mit einem anderen. Mais toujours est-il, dass wir lo so weit sind, dass ein Spruchreif was für das Parlament. An dem Rapport wollen wir Parteien stärken, die europäischen Parteien sind wenig bekannt. Sie müssen aber eine wichtige Rolle spielen, weil wir kriegen aber über dem lokalen und dem nationalen Debat einen europäischen Debat bei. Wir sehen wie notwendig das wir zusammen schaffen. Also haben wir Apps, was wir gemeinsam haben. Das gemeinsam geht zum Teil von der Politik bestimmt. Politik geht an engem Debat firbreet. Den Debat get strukturiert vun Parteien, als Parteien eine Rolle zu spielen. Aber mir ist darum kümmern, an Parteien net stärken, da sind andere do die ganz gerne Vakuum opfällen. Mir schon als méi vu Moes Bisobes fir géint Fake News zu kämpfen. Am mir hätte dat Parteien Menschkeit käfir dat zu merken, an aller Transparenz, an der ganzer Breet, an der Europäische Union, an noch darüber heraus, as der Wieland nech der Meinung oder sie mir der Meinung, dat wir auch sollen Parteien, die dieselbe Werte vertreten wie mir, an die Memberstaaten von dem Conseil de l'Europe, das sind 46 Länder, dass die auch können in irgendeiner Form assoziiert gehen mit den europäischen Parteien. Die sollen uns nicht ersetzen, die sollen uns ergänzen. Wir so von Mois bis Ovis der Krieg in dem Gang ist. Also eine Auseinandersetzung nicht nur zwischen Russland und der Ukraine, das ist eine Auseinandersetzung zwischen dem Osten und dem Westen. Der Westen, den dann dementsprechend steht für die Valeuren, die wir haben, was aber keine exklusiv westliche Valeuren sind, die universelle Valeuren sind, weil die von Nachgang an Konvention universelle droit de l'homme, das alles für mich verteidigen. Aber weil 12 von den Ländern so klein gehen, als das machen, und Diktaturen immer mehr stark, und Moyen für das Ganze zu setzen, immer mehr in Effekt gehen, meine ich, als verdammte Pflichterschwierigkeit für Parteien so zu equipieren, dass sie können etwas merken, was am Ende von ihren Bürgern von der Zukunft selbst. Den legislativen Prozess von der EU, der Tegelo, dass dann Triloge geht, eben der Rapport geht dann an den Trilog, und Memberstaaten, die nämlich Lektür davon sind Memberstaaten auch so überzeugt, für Daten nach außen hinabzumachen. Aber bei den Memberstaaten sind immer Resistenzen, die wollen nicht tun, dass wir über die Europäische Union rausgehen. Gerade wie eine demokratische Partei, gerade wie eine Partei von Zelensky, die da zuständig mit der politischen Familie verbunden ist, die recht gehören. Gerade wenn das ein Gefahr wie für Demokratie, das geht in der ganzen Welt im Moment, die meisten Sakrifice möchte für Demokratie zu verteidigen wie hier. Oder wie die britische Labour, wo eine ganze Partie Leute gegen den Brexit wäre. Wie was soll denen keine Firma Sozialisten schaffen? Wie was kann eine Partei nicht Firma mit der EVP schaffen, die von Gott zu denselben Wahlen steht, auch wenn sie das hier eine andere programmatische Ausrichtung hat. Ich fand, das alles müsste normal sein an einer pluralistischen Welt. La vérité est plurielle, geteilt gesagt, dann das auch durch die Diversität, dann durch die Clivage, die in der Politik sind, die ganz normal sind, wo wir als Demokratie lebensfähig haben. Parteien sind Hauptakteure davon, das muss man nicht vergessen. Ja. Aber wenn wir den europäischen Parteien die Möglichkeit nicht geben, da blenden wir am Anfang eine ganz wichtige Funktion, politische Funktion, ewigsten Niveau, politischen Niveau von der Europäischen Union aus. Parteien sind wel da, es merkt nicht erbecht, sie schaffen weitgehend an der Indifferenz. Ich hätte dass sie lo, aber besonders auch an Wahlperioden eine viel wichtige Rolle spielen, dass auch dafür die nötigen finanziellen Mittel für das zu machen. Für was eine öffentliche Finanzierung, weil ich fand es immer besser, dass Parteien öffentlich finanziert, wie dass sie von einem privaten aufhängen.
dem seg Absichte vielleicht nicht immer so lauter sind wie die von der öffentlichen Hand. Okay. Wir haben da mal den an op Trilogen, op die kommend pur Mains, dat wird alles bis zum Ende des Jahres, wird die Bühnen gange sind. Muss man vielleicht leider erklären, was ein Trilog ist. Ein Trilog ist eine Konferenz, wo die Kommission die einen Text dem Conseil an dem Parlament unterbreitet hat, dann guckt, dass die zwei Texte, die natürlich verschieden rauskommen aus den Aufstimmungen, beibringt. Die Kommission als der Mediateur an der Operation an sie hilft dazu beizutragen, dass der Rat von den Ministern, an diesem Fall von den Außenministern und vom Parlament, dass die beikommen. Die Europäische Union als Kompromiss an den Trilog als ein Schmidt für Kompromisse gemäht gehen. Das ist ein Trilog. Okay. Dann hoffen ich, dass er heute etwas beigeleiert hat an diesem Video. Ich soll nicht auf alle Fälle ganz vielmals merci für die Antworten und für die Explikationen. Und wir melden uns bei der nächsten Plenarsitzungswoche zurück, die Anfang Oktober ist. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bis dann. Adi. Au revoir.